So Freunde, willkommen zurück bei Anno 1800 und ja, ihr werdet vielleicht ein bisschen überrascht sein und werdet euch auch schon fragen, hä, ist jetzt irgendwas anders als zuvor? Ja, ich habe einen älteren Speicherstand geladen und zwar aus folgendem Grund. Wir sehen jetzt auch hier, ist alles noch ein bisschen ein älterer Stand und so weiter und so fort. Das muss insofern aber auch sein, weil ich will die Quest um Geduse und Toni diesmal korrekt machen. Es ist aber eine Special-Folge, weil es spielt keine große Rolle. Ich meine, klar, das mit dem Buch, das mit dem Lexikon ja in Besa, da ist einfach leider ein Bug, das muss man leider mal so sagen. Punkt. Vom Spiel, und zwar aus dem Grund einfach, weil wir hatten ja Kidusin und Toni bereits dazu gebracht, uns beizutreten, beziehungsweise halt durch die Lüge, durch die Ausgaben und so, ist ja quasi gezwungen, dass es jetzt halt so bleibt. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir, damit wir quasi in der Lage sind, das Ganze, eben die Kidusin und Toni Quest, anders zu lösen. Erst einmal hier alles abliefern. Ich brauche jetzt die Eiskrone wieder, da gehen wir ganz kurz hoch. Weil jetzt geht es darum, muss erst mal die Inschrift holen. Das hatten wir auch im glaube ich, Part 185 war das, glaube ich. 185. Dort müsste die gewesen sein, wo wir eben das mit Lexikon ja im Besa haben und dann gemerkt haben, jetzt haben wir zwar, also theoretisch können wir das Lexikon holen, aber ist einfach nur ein leeres Icon da, man kann nichts machen, fertig, super. Also, ja, wir können es ja nicht abholen, wir können wieder die Quest abschließen, nix. Das liegt eben daran, weil eben Kidusin und Toni bereits dem Kaiserreich, nee, sagen wir es einfach mal, weil bereits, doch, Kaiserreich, sprich, weil eben bereits Ketema beigetreten ist. So. Jetzt machen wir das mal, bevor wir die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das zuerst machen. So, mal warten, bis er da ist. Einfach nur, damit ich es auch für euch gezeigt habe und auch ihr wisst, okay, gut, ja, wenn ich halt in den Bug umgehen will, muss ich halt darauf achten, erst die Quest der Dschinstein, erst den abschließen, dem Lexikon. Genau, da. Aber ich glaube, bis hierhin hatten wir es bereits. Bis hierhin hatten wir es bereits. Und dann habe ich eben da ihr gesagt, hey gut, Ausgaben und so, muss mal gucken, Alter. Habe es zur Rede gestellt und dann war es so irgendwie ihre Entschuldigung oder ihr Statement, nein, beziehungsweise mein Statement, meine Entscheidung darüber habe ich hier dann Thema gebracht. Natürlich, ich werde ihn sogleich lesen. Und erst nach das mit der Übersetzung abgeschlossen. Solche Schriftzeichen habe ich schon einmal gesehen. Auf einem im dichten Unterholz verborgenen Stein. Ja, wir kennen's, wir nicht weit kennen's. von meiner Heimat entfernt. Wir kennen's, Freunde, wir kennen's. Wenn Sie von den Ruinen des Lagers aus nach Steuerbord blicken, sollten Sie einen schmalen Pfad entdecken, der über die Klippe in eine kleine Talsenke führt. Es ist nur ein Fragment, aber ich bin zuversichtlich, dass dies ein Teil des legendären Eidsteins ist, auf dem steht, dass das Reich Wahadesha ein Geschenk von Kashta an Enbesa war. Falls ich recht habe, und vermutlich habe ich das, ist er 1000 Jahre alt. Sehen Sie, 2 Texte, einer in jeder Sprache. So ist der Vertrag für alle verständlich. Wenn es sich um denselben Text in 2 verschiedenen Sprachen handelt, könnten wir dank unserer guten Kenntnisse der kashtanischen Sprache ein einfaches Lexikon aus der alten Schrift erstellen. Ah, ja. Das fügt sich wunderbar in den Kontext ein. Und was ist mit diesem nächsten Abschnitt? Ja, ich kriege jetzt einfach mal diesen durch, Freunde, wir kennen sie bereits. Das hieße, dass dieser letzte Abschnitt... ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen? Beeilung! Akademische Durchbrüche! Aha! Das ist es! Das Lexikon von Jain Besa! Der Schlüssel zur alten Schrift! Eine Leistung von historischen Ausmaßen! Bringen Sie es zum Gelehrten! Er wird von Neid platzen! Genau, und hier hatten wir das Problem, wir konnten bis hierhin eigentlich machen, wir haben aber das Lexikon nicht bekommen. Warum auch immer.
Oder wir hatten zwar das Lexikon, aber es wurde uns nicht mehr assoziiert mit der Quest. Und deswegen war hier das Icon ja leer. Manövriere. Und wir konnten es auch nicht zum Konto bringen, obwohl wir es... Hatten wir es überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, ganz ehrlich. Können wir nachher nachgucken, Freunde. Wie gesagt, das hier ist nur eine Special-Folge, das mal ein bisschen zeige. Und wie wir es vielleicht auch anders lösen könnten. Haben Sie Hinweise auf die alte... Ein vollständiges Lexikon in so kurzer Zeit? Unglaublich. Zeigen Sie her. Sicherlich steckt es voller Fehler und Mutmaßungen. Schiff unter Beschuss. So. Ich habe das Lexikon begutachtet und nichts daran auszusetzen. Sie verdienen meinen Respekt und meine Hilfe bei der Übersetzung, falls Sie dies wünschen. So, die einen brauchen die Pflanze als Sterblichkeit für ihre Ritualen, die anderen brauchen die Felder für deren Anbau. Die anderen Bauern, logischerweise. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Das entspricht ganze Behauptung der Hohepriester, aber irgendwas stimmt nicht. Sagen wir trotzdem mal okay. Sind Sie ganz sicher? Gut, ich vertraue auf Ihr Urteil, auch wenn es merkwürdig erscheint. Jo, das ist es. Diese Mauern stehen auf dem Fundament unseres Glaubens. Einst war dies das Ziel vieler Pilgerreisen und wenn Ketema endlich unsere Forderungen anerkennt, wird es wieder so sein. Für die Wissenschaft. Kidusi war schon immer ein Ort der Gebete und des Schreibens und das wird auch so bleiben. Kein Kaiser kann das ändern. Ja, jetzt ist aber die Frage, wenn ich das jetzt abliefere, deswegen machen wir ganz kurz ein Save State. Moment. Kidusi, kann ich mal schreiben. Wie heißt das Teil? Kidusi Anitoni. Anitoni Test 1. Was passiert, wenn ich jetzt das Teil direkt Ketema bringe? Steuere. Jo, danke, Mr. Gelehrter. Jetzt kann ich jedes Fragment alter Schrift übersetzen. Ich nehme Propeller an, es drehen ist sich. nicht. Ich werde Kidusis Unabhängigkeit erlauben. Doch der Stein muss zerstört werden. Das, wofür er steht, ist eine Gefahr. Er könnte dafür eingesetzt werden, mein Regiment zu gefährden. Oha. Das sind wertvolle Relikte, schätzen und vergessene Vergangenheit. König Surya war ein Irrer, das Ganze. Hatten wir doch auch schon mal. Das Strafe aussagen, das muss nicht zerstört werden. Okay, das heißt, er kann gar nichts anderes tun, als vernichten des Steins irgendwie Ich zuzustimmen. bin sicher, dass Sie das erledigen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Handel mit Kidusi Anitoni wird unterbunden. Und wir werden Sie allein lassen, um Ihre Entscheidung zu überdenken. Eben, da geht es Ihre darum, okay. Insel existiert für mich nicht mehr. Der Stein muss zerstört werden. Er ist ein Symbol für Ihre Lügen. Wobei Stein zerstört ist, kommt noch gar nicht da, oder? Zum Enchanté. Sie haben es sicherlich Also, längst wenn es schon um kommen sehen. Ausgaben geht, müsste der Stein noch eigentlich darunter sein. Moment. Wir werden es gleich erfahren, Freunde. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Da geht es Schiff darum. unter Beschuss. Die Feder führt, das Schwert folgt. Ja, Schnauze. Mann!
Das Wohlergehen derer, die uns anvertraut wurden, erfordert oft Kompromisse. Okay, so wird es weitergehen. Ansonsten wird es hier nicht weitergehen mit der Ausgrabung. Gut. Gut zu wissen, eben das mit vorerst werde ich halt noch Stillschwang bewahren und so weiter und so fort. Die Frage ist halt hier, mit dem, der jetzt halt irgendwie dafür sorgt, dass der Stein zerstört, in welchen Stein geht es denn genau? Schiff unter Beschuss. Irgendein Stein, der bereits ausgegraben wurde, zum Beispiel jetzt den hier unten, Steintaf, uraltes Hafenregister, geht es darum? Unter Beschuss. Um welchen Stein geht es? Einer, der noch hier drunter ist? Deswegen jetzt eben hier die Special-Folge, damit wir das noch irgendwie begutachten können. Komm, können wir mal fortsetzen. Muss nicht immer Tag sein, wa? Also, okay, gut. Machen wir ganz kurz. Eigentlich müsste es ein bisschen schneller vorangehen, ja. Naja, gut. Vor allem machen wir mal ganz kurz so. Ich stoppe mal kurz die Aufnahme. Und es geht gleich weiter hier. Sobald die soweit sind, wa? Auf sein Bein gefallen. Wir haben es behandelt, doch er fragt nach Ihnen. Okay, das geschah jetzt schnell. Zu schnell war zu sein, irgendwie nach, keine Ahnung, war noch irgendwie 8 Minuten offen. Weil sie ist, das ist scheiße, ich hab den Fuß gebrochen. Meine Familie muss sich schreckliche Sorgen machen. Kann ich wieder nach Wahadesha zurückgebracht werden? Ich habe hier ohnehin keinen Nutzen mehr. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, das geht schon. Dann holen wir ihn mal. Waren währenddessen, wenn wir den natürlich noch von Bord schmeißen. Weil sonst geht die Quest ja nicht. Manövriere. Bye, bye. Unter Beschuss. Wenn du vielleicht... Ich bin nicht Flugroute sicher, ist ob dies, eingezeichnet. nach welchen Regeln spielen wir hier? Nach meinen? Sieh mal in mein Let's Play, hallo? Die Insel eines Frechheit, sowas. Konkurrenten wird belagert. Wer bin da? Es scheint eine Ewigkeit vergangen zu sein. Ein bekannter Ort und vertraute Gesichter. Es gibt keine bessere Medizin. Vielen Dank. Naja, bitte, bitte. Oh Mann, ey. Gut. Jetzt sind es noch knapp irgendwie um die 7 Minuten. Oder 6,5, whatever. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt das mit den Ausgaben und so weiter fortführe. Gäbe es trotzdem die Variante, dass halt... Ja, Kidusi Netoni auch dem Kaiserreich, also sprich Ketema, sich anschließen würde? Weil darum geht es bei diesen Gebäuden hier unten. Das hier steht, glaube ich, für Wahadesha. Und ich glaube, hier drüben ist Wahadesha. Hier ist Kidusi Netoni. Also je nachdem, welches von denen sich halt anschließt, wird halt hier der Palast weiter ausgebaut. Ja, kein Plan, warum das so ist. Ich meine, hier unten sind noch irgendwie noch alles ein bisschen unfertig aus und so und hast nicht gesehen und Mann. Egal. Ja, also echt ein bisschen schräg ist, du hast halt bei diesen Quests, also bei jeder Insel, ob jetzt Kidusi Netoni, Wahadesha oder Angreb, hast halt immer verschiedene Varianten, um eine Quest fortzuführen oder abzuschließen, sag ich jetzt mal so. Und es geht eben darum, das große Ziel eigentlich ist ja immer, entweder soll jeder von diesen Inseln eigenständig bleiben, oder sie sollen sich Ketema anschließen für ein vereintes Mbesa. So, darum geht es im Prinzip. Das ist halt einfach ein bisschen schräg, wenn du halt eben verschiedene Quests hast, auch pro Insel, und du schließt eine Quest davon ab, die dafür sorgen würde, dass Kidusi, dass halt einfach so eine Insel entweder sich Ketema anschließt oder eigenständig bleibt, hast du halt das Problem, dass du halt die anderen Quests nicht mehr weiterführen kannst, weil dann das Spiel einfach sagt, okay, das Endziel ist erreicht, die anderen Quests, was soll's. Das ist etwas, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Weil ich meine, was spricht dagegen, zum Beispiel hier weiter auszugraben, wenn sich die Insel bereits Ketema angeschlossen hat?
Oder wenn sie unabhängig sind. Also quasi nach Ketema sagt, nö. Ist für uns beide reiner. Sie können Ihr Büßergewand wieder ablegen. Und eben wenn nach Ketema sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die und so, die sollen jetzt, die sollen von mir getrennt bleiben. Ist halt schwierig. So, also noch ein bisschen gequatscht, weil ich ihn nicht mehr wollte, nochmal einen Cut zu machen, weil... Naja, Krieg ist vorbei, schön. Ne, es geht mir vor allem darum, jetzt haben wir gerade gesehen, irgendwie nach ein paar Minuten, der Arbeit ist verletzt, dass was passiert ist und habe keinen Bock, dass das normal passiert. Also jetzt nicht, dass ein Arbeiter verletzt wird, das wird nicht normal passieren, ziemlich sicher. Ja, aber halt auch das hier. Jetzt frage ich mich halt, was passiert, wenn jetzt halt die Quest im Kidusi und Toni, also die hier mit den Ausgrabungen, abschließe. Ob man das mit Ketema überhaupt noch relevant hat. Zutiefst voreingenommen wäre. Dann würde ich tanzen und singen und dir in den Arsch treten. Das ist immer die große Frage, Freunde. Jetzt hier in dem Bese-Fall, wenn es um die Story geht, Alter, hat der viele Schiffe hier, willst du mir verarschen, was für einen Krieg bereitest du dich denn vor? Will man halt eben darauf hinausgehen, sag ich jetzt mal, oder einen Fokus setzen, dass jede Insel unabhängig ist? Oder sagen wir sich, nö, die sollen alle vereint sein? Oder machen wir einen Mischmasch und sagt, okay, der kann unabhängig sein, die anderen müssen vereint sein. Das ist halt schwierig. Wir machen jetzt halt hier die Special-Folge deswegen, weil ich Waha Desha und Angreb, Höchst vielversprechend. weil ich beide halt eben soweit mit dem aktuellen Stand von der letzten Folge oder vom aktuellen Let's Play zu Ende bringen kann. Aber halt hier noch nie, deswegen habe ich jetzt hier auch den Speicherstand genommen. Also mal gucken, wann ich dann diese Special-Folge raushaue. Das wird sogar am Schluss machen, wenn eigentlich die ganze Quest um Ding durch ist. Was wäre eine Option? Das echt erst am Schluss raushaue. Aber erst muss ich gucken, ob ich es überhaupt richtig hinkriege. Das wäre jetzt noch was, irgendwo noch einen fatalen Fehler machen. Aber ja, jetzt haben wir glaube ich doch relativ viele verschiedene Varianten gesehen. Ich glaube, Kidusi und Toni ist die Insel, wo es am schwierigsten ist. Also zu buggen, debuggen, wie auch immer. Konkurrenten Hat doch am einen Friedensvertrag meisten unterzeichnet. individuelle Punkte. So, warte mal, machen wir ganz kurz morgens. Weil hier sind wir auch gleich vorbei. Das trifft sich gut. Wir sind nun in die tiefsten Hallen der Bibliothek vorgedrungen, voll mit Versen in der alten Schrift. Eine Legende? Vielleicht. Ja, und nun? Sehen Sie, wie sie da unten auf die Knie fallen? Das sind Leute von Waha Desha, die Kidusi ihre Anerkennung zollen. Ein Zeugnis für unsere stolze Herkunft. Es scheint die alte Schrift von Mbesa zu sein. Es ist eine Schande, dass sie in Surias großer Säuberung des Klerus verloren ging. Wie viele Geheimnisse wir hätten erfahren können. Einige Gelehrte sind spezialisiert auf das Entschlüsseln alter Sprachen. Vielleicht können sie uns helfen. Vielleicht. Was? Quellen, die auf die alte Schrift hinweisen, sind rar. Mir wurde jedoch gesagt, dass Waha Desha eine wahre Fundgrube für vergessene Überlieferungen ist. Vielleicht Biniam, Ketemas Berater. Er ist in Waha Desha aufgewachsen und hat dort die höchste Bildung genossen. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Glyphen entziffern kann. Es ist nur ein grober Cola. Ich erwarte Ihre Übersetzung mit großer Spannung. Mit diesem Beweis wird Ketima unsere Forderungen nicht länger leugnen können. Auf Kurs! Habe ich gerade ein Déjà-vu? Unter Beschuss. Oder kommt es mir gerade nur so vor? Der ist ihm noch da. Hey! Ich kann doch auch nichts dafür, dass Ketema ein Arsch Sind sie ist. gute Schwimmer. Ein alter Klassenkamerad, sagen Sie? Solche Schriftzeichen habe ich schon einmal gesehen.
Auf einem im dichten Unterholz verborgenen Stein, nicht weit von meiner Heimat entfernt. Es war oben auf einer Klippe. Wenn Sie von den Ruinen des Lagers aus nach Steuerbord blicken, sollten Sie einen schmalen Pfad entdecken, der über die Klippe in eine kleine Talsenke führt. Okay, das Ganze ist verbuggt. WTF. Schon wieder. Schiff unter Beschuss. Aber ihr habt das Buch doch schon. So viel dazu, dass das Ganze debuggen will. Wie schön, dass du vorbeischaust. Ich möchte dir etwas zeigen. Nein, nicht mein Bein. Das war halt gut. Okay. Falls du dich für den zerbrochenen Stein interessierst, dann frag das Orakel. Als Kind habe ich dort sehr ähnliche Glyphen gesehen. Okay. Das ist wohl eine Sackgasse. Er könnte überall in Mbesa sein. Aber wir haben eine Kopie der Glyphen für dich angefertigt. Nur für den Fall. Okay, danke. Es ist nur ein Fragment, aber ich bin zuversichtlich, dass dies ein Teil des legendären Eidsteins ist, auf dem steht, dass das Reich Wahadesha ein Geschenk von Kashta an Mbesa war. ist eingezeichnet. Falls ich recht habe, und vermutlich habe ich das, ist er 1000 Jahre alt. Schon wieder? 2 Texte, einer in jeder Sprache. So ist der Vertrag für alle verständlich. Alter, ist die Quest buggy. Wenn es sich um Lecco denselben mio. Text in 2 verschiedenen Sprachen handelt, könnten wir dank unserer guten Kenntnisse der kashtanischen Sprache ein einfaches Lexikon aus der alten Schrift erstellen. Vielleicht liegen die Antworten woanders. Der Regen möge dir den Weg weisen. Danke. Ja, das fügt sich wunderbar in den Kontext ein. Und was ist mit diesem nächsten Abschnitt? Ja, das könnte Sinn ergeben. Das hieße, dass dieser Es ist letzte genau Abschnitt- identisch. Ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen? Ich vertraue diesen Priestern nicht. Die Ausgrabung in der alten Bibliothek ist vielleicht ein Deckmantel für etwas viel Unheilvolleres. Kurs gesetzt. Wer weiß. Das Ganze ist sowieso zu verbuggt. Das ist es. Das Lexikon von Jain Besa. Der Schlüssel zur alten Schrift. Eine Leistung von historischen Ausmaßen. Bringen Sie es zum Gelehrten. Er wird von Neid platzen. War interessant. Mit dem, von dem steht ja gar nichts. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Beeilung! Luftschiff. Ja, und was soll ich jetzt sagen mit der Abschrift machen? Von dem steht jetzt hier gar nichts mehr. Und hier weiter ausgehen kann das irgendwie auch nicht mehr. Hä? Okay, das ist ein bisschen creepy. Aber gut, es geht jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, ist ja eine Special-Folge. Glaube ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt genau mache. Haben Sie Hinweise auf die ein vollständiges Lexikon in so kurzer Zeit? Unglaublich. Zeigen Sie her. Sicherlich steckt es voller Fehler und Mutmaßungen. Ich habe das Lexikon begutachtet und nichts daran auszusetzen. Sie verdienen meinen Respekt und meine Hilfe bei der Übersetzung, falls Sie dies wünschen. Sind Sie ganz sicher? Gut, ich vertraue auf Ihr Urteil, auch wenn es merkwürdig erscheint. Diese Mauern stehen auf dem Fundament unseres Glaubens. Einst war dies das Ziel vieler Pilgerreisen und wenn Ketema endlich unsere Forderungen anerkennt, wird es wieder so sein. Für die Wissenschaft. Kidusi war schon immer ein Ort der Gebete und des Schreibens und das wird auch so bleiben. Kein Kaiser kann das ändern. Ein weiteres Fragment der alten... Sollten Sie weitere Fragmente finden, dann bringen Sie diese bitte nach Kidusi. Ich werde sie mit Vergnügen entziffern. Okay, der ist jetzt neu. Schiff unter Beschuss.
Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Das ergibt Okay, überhaupt kein keinen Tempel. Sinn. Ich fange besser noch einmal von vorne an. Was, wenn das performative Syntagma... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, Ich ist er fange besser gut, noch ist er einmal von gut. vorne an. Was, wenn das performative Syntagma... Ein Getreidespeicher? Auf Kidusi Anitoni? Na, so etwas. Wenn er existiert hat, muss es Überreste geben. Ein solches Gebäude muss kolossal gewesen sein. Ein solcher Getreidespeicher, wenn er denn existiert hat, dürfte sogar noch älter als die Bibliothek sein. Vermutlich stand er auf einer weiten, offenen Fläche und er wird Spuren hinterlassen haben. Ja, ich würde gerne... Wurde zerstört. Alter, wie viele Piraten plötzlich hat. Vor allem, warum? Ein Schiff Dann ist wurde der hier unten so mächtig. Egal, spielt keine Rolle, ist eh eine Special Folge. Ich speichere das Ganze hier nicht und so. Ah, jetzt plötzlich. Aha! Mir dünkt, wir haben es. Ich hätte wissen müssen, dass der Getreidespeicher an einem heiligen Ort gestanden hat. Wo auch sonst in einem Land ohne Getreide. Uralt, lange bevor seine Vorfahren... Welche Ausmaße? Und diese Fülle an Artefakten? Wir müssen sie natürlich zunächst einmal katalogisieren. Diese Vase. Hibiskuspflanze. Es befinden sich verbrannte Samen darin. Hibiskus? Und auf der Außenseite befinden sich Radierungen. Schrift. Können Sie sie lesen? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Die Priester können nicht die ganze Zeit hier gelebt haben, ohne davon zu wissen. Hätten wir nicht weitergegraben. Ich habe das Gefühl, dass geheime Ränkespiele dahinter stecken. Sie sollten die Hohepriesterin zur Rede stellen. Sie haben ihn also gefunden. Vielleicht ist es so am besten. Geheimnisse wiegen schwer auf den Schultern. Und die dauernde Täuschung ermattet mich sehr. Vermutlich haben Sie die Wahrheit verdient. Kommen Sie her und hören Sie genau zu. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Heute ist nicht Ihr Glückstag. Ein Schiff wurde zerstört. Also sind ganz schön brutal unterwegs da. Ein Schiff wurde zerstört. Ein Schiff wurde zerstört. Was eigentlich passiert, wieso er plötzlich so Schiff unter Beschuss. verdammt mächtig ist, sag ich jetzt mal. Das ist nicht normal. Okay. Aber gut, von mir aus. Schiff unter Beschuss. Es mangelt an Arbeitskraft. Nach Impesa kam wir lesen, der König von Ein Kascha, Schiff die große wurde Provinz, zerstört. war Hadesha. Ja, ich weiß, ist doch alles egal. Diesen Tempel. Getreidespeicher mit füllten unseren Getreidespeicher mit Getreide und Blüten, bla 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 bla. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ich hab's mitbekommen, danke. Der König lag im Stern und er bot uns eine Belohnung an, falls es uns gelingen sollte, in den Klauen vom Gevatter Tod zu entreißen. Schiff berichtet- unter Beschuss. Die Mauern, die sie freigelegt haben, sind an Webbauten, Tränken und Pflegen ihm, bis er gesund wurde. Schiff Dankbar unter gelobte der Beschuss. König Freundschaft mit Kidusi und Mbesa.
Doch wir wurden getäuscht. Der König war auf unser Wissen aus. Des Nachts schickte er Mörder, die viele der hinmetzelten, unser Tempel niederbrannten, von unseren Blumen beraubten und das Land öde und leer zurückschließen. Wir waren am Boden zerstört. Die Zucht der Pflanzen war der Mittelpunkt unserer Existenz und der damalige König von Embesa wollte keinesfalls riskieren, das mächtige Kascha zu verärgern. Langsam schwanden wir dahin. Schiff unter Beschuss. Nein, nicht hier. Hier. Mit Tinte brachen wir unser trautes Pergament. Wir schrieben Seite um Seite. All unser Wissen und unsere gesamte Geschichte brachen wir in einer großen Bibliothek in den Berg runter. Die alte Bibliothek, die sie ausgegraben haben, aber es war nicht von Dauer. König Surya, der Wahnsinnige, kam plündernd über unser Land auf der Suche nach Unsterblichkeit, die wir nicht mehr besaßen. Erneut wurde vieles ein Raub der Flammen. In diesem Mauern liegt ganz Kidusi Netoni. Als der wahnsinnige König brandschatzend durch Embesa zog, das Volk hinschlachtete und vertrieb, wandten wir uns wieder dem Schreiben zu. Schiff unter Beschuss. Und weg. Dieser Brief wird dem Kaiser alles erklären. Möge Weisheit ihn leiten. Es ist an der Zeit, uns wieder an unsere Pflichten gegenüber dem Volk von Embesa zu erinnern, anstatt den Stolz zu wahren. Wir werden uns dem Kaiser anschließen und seine Glaubenssätze befolgen. Zum Wohle aller. Aber interessant. Die andere Option, die wir hatten, wo wir hier den über Bord geworfen haben, die ist nicht mehr da. Das ist jetzt weg. Also hier hat es geklappt irgendwie. Von der Hohepriesterin? Ich frage mich, welche neue Täuschung. Alles, was es brauchte, damit sie die Schönheit von Veränderung erkennen, war also die Entdeckung von Spuren aus der Vergangenheit? Die Ironie ist kaum zu leugnen. Doch ihr Angebot von Einheit ist verlockend. Ja, und plötzlich ist hier der Palast. Sie werden vor mir knien und sich gegenüber Embesa verpflichten, solange es ihnen erlaubt ist, den heiligen Hibiskus anzubauen. Das ist ein kleiner Gefallen, den ich Ihnen gerne gewähren will. Kurs gesetzt! Sie haben auf Kidusi Wunder bewirkt. Um Wahrheit und Toleranz zu lehren, habe ich hier in Taborim einen Tempel eröffnet, in dem wir lernen können, individuelle Glaubensrichtungen zu akzeptieren. Zum Wohle aller. Endlich! Unser Opus Magnum ist vollendet. Ich habe gleich mehrere Kopien anfertigen lassen. Eine meisterhafte Arbeit, wenn ich das so anmerken darf. Wir haben viel vor uns, doch auf all diese Dinge blicke ich mit Stolz und ohne Scham oder Täuschung. Ich danke Ihnen dafür. Besuchen Sie mich jederzeit auf Kidusi, wenn Sie Zeit haben. Da ist es. Die gesammelte... Diese Vase ehrt die größte unserer Königinnen, die vor Jahrtausenden herrschte. Diese Chronik verkündet ein neues goldenes Zeitalter. Die Ära der Löwen. Den Triumph Embesas. Und wir sind die Architekten seines Glanzes. Nun gut, Freunde, nun gut. Damit hätten wir das jetzt auch gemacht. Also lange nicht gelesen und sind nur eingestellt. Ja, wir haben die alle hier. Ihre Also. eigenen Poeten besingen sicher. Genau. Also, halten wir fest, im Prinzip geht es bloß darum, wir haben ja jetzt zwei Optionen gehabt, vorgängig. Als es darum ging, hier das Ganze auszugraben, haben wir bemerkt, die Hohepriester waren nicht ganz ehrlich zu uns und haben uns im Let's Play, sag jetzt mal, das hier ist eine Special-Folge, also haben uns im Let's Play der Folge 185 rum, haben wir uns dafür, oder sogar 184, spielt ja keine Rolle, haben uns dafür entschieden zu sagen, KT muss davon erfahren, anstatt wie hier jetzt in dieser Special-Folge zu sagen, nee, komm, dann wir warten noch ab, oder ich warte noch ab, bevor ich das KT mal erzähle. Und das ist halt jetzt der Unterschied. Ich meine, es hat jetzt mit der Story nichts zu tun oder keinen Unterschied, weil wir haben so oder so dafür gesorgt, dass Kidusi Netoni jetzt uns beigetreten ist. Aber wir haben jetzt halt zum einen hier alles ausgegraben, was vorher nicht möglich war. Wir haben diese Buggy-Quest nicht mehr, also hätte ja eigentlich verschwinden müssen. Ist aber nicht passiert. Alter. Was das ist soll, ich habe keinen Plan. Seit wann hat der hier so viele Schiffe? Das würde ich gerne mal wissen. Ich bin ja mal so lustiger halber mal die hier hinschicken und gucken, was passiert.
Ja, und was natürlich auch anders ist, wir haben jetzt halt bessere Items bekommen. Zum einen mal die Chronik von Taburime haben wir jetzt nicht nur irgendwie ein selten oder super selten Item, sondern ein legendäres Item. Dementsprechend gibt es auch mehr Pluspunkte. Und was wir halt auch haben, ist jetzt halt die Vase, die wir sonst nicht bekommen haben. Ja, ist natürlich schon etwas, wo man sagen kann, jo, es ist wichtig, gar kein Thema. Ich würde sagen, er ist verdammt stark, ey. Wurde zerstört. Naja. Ich meine, eigentlich sind sie nur Segelschiffe. Krass. Krass, krass, krass. Also das nur mal so, by the way. Wir haben hier die Vase, die wir sonst nicht bekommen hätten, und hier die Chronik von Mbesa. Das ist soweit der einzige Unterschied. Klar, wenn man sich sagt, hey, wir wollen ja alles perfekt haben, wir wollen, dass das so und so funktioniert, dann klar, dann musst du es ja halt eigentlich so machen, das sehe ich ein. In meinem Fall jetzt zum Let's Play sage ich jetzt nicht irgendwie, nö, dann spiele ich halt, oder spule nochmal alles zurück und sorge dafür, dass ich es genau so hinkriege. Nee, dann haben wir es halt in unserem Fall jetzt einfach nicht geschafft. Shit happens. Weil eben viel mehr passiert auch nicht, das hat auch keinen Einfluss auf den Zusammenschluss von Kidusa Nettoni mit Taburime bzw. unter Kaiser Ketema. Insofern glaube ich, muss jeder das für sich selber entscheiden, ob er das jetzt machen will oder eben auch nicht. Ja, mit diesen Worten vorne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Eben bis der Bug mal behoben wird, den ich jetzt habe. Also jetzt nicht den Bug, dass man irgendwie sagt, okay, wird angegriffen. Ja, ich weiß, kann ich bitte mal hier nach vorne marschieren. Ich möchte gerne da unten das Thumbnail haben, wenn es geht. Dankeschön. Nach näherer Betrachtung wird deutlich, dass der Genitiv natürlich nur für Komposita verwendet werden kann. So. Näher ran kann man leider nicht, egal. Nee, eben es geht eigentlich mehr um den Bug wegen dem Lexikon. Weil das müsste ja eigentlich verschwinden, sobald die ganze Quest abgeschlossen ist. Sprich, sobald entweder Ketema gesagt hat, nö, ich will mit Kidusa Nettoni nichts zu tun haben, sondern selbstständig bleiben, ich will mit denen keinen Handel, nichts mehr haben. Oder aber er beschließt, sie zu integrieren. Und das haben wir eigentlich getan, das mit der Integration. Insofern, ja. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich für meinen Teil sage, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, bei dieser Special, etwas längeren Folge. Und, tja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.